wieder ein bisschen gerade rückt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ganz klar die Top-Nachricht diese Woche. Der Komiker Victor Giacobo ist wegen technischer Probleme bei einem Flugzeug in Südafrika Kapstadt geblieben hocken und hat das über Twitter verbreitet. Es war ihm langweilig beim Warten, können wir verstehen. Harsche Reaktionen aber kommen aus politischen Kreisen vom SVP-Stadtrat Christoph Mörgeli. Ja, Herr Toriani, das kommt davon, wenn man mit der Radio- und Fernsehgebühren vom Souverän in die Ferien geht. Ich persönlich hätte kein Problem, wenn der Herr Giacobo gerade für immer in der Afrika unten bleiben. Dann wäre Schluss mit lustig. Dann sind Sie und der Unterreger dann langsam die Letzten, die die Bergluft mit Gabriel verpesten, verstehen Sie? Nein, wir wechseln elegant zum Sport, Fußball. Viele Clubs sind zu Gratispunkten gekommen in den letzten Tagen, weil am FC Sion und auch Xamax-Punkte abgezogen worden sind. Unter Fußballexperten läuft eine heftige Debatte. Das Gespräch jetzt leitet der Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber. So Punktabzüge. Die Punktabzüge müssen wir analysieren. Nach einer kurzen Pause wollen wir das genauer anschauen. Pause ist durch. Wir wollen nach dieser kurzen Pause die Punktabzüge jetzt analysieren und genauer anschauen. Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Ist es nicht so, dass nach dem Punktabzug weniger Punkte in der Tabelle sind? Es ist doch so, dass ich weniger Punkte in der Tabelle... Ja, das ist schon beobachtet. Und da sind dann weniger Punkte in der Tabelle. Ja, so Punktabzug. Das tut dem Fußballerherz doch weh. Da müssen wir doch noch einmal bei Null anfangen. Trainer Christian Gross. Es ist doch so, dass weniger Punkte in der Tabelle eine tiefere Punktzahl bedeuten. Das ist doch eigentlich unglaublich. Fast würde ich sagen, zieht man Punkte ab, sind weniger Punkte in der Tabelle. Christian Gross, wie ist das? Ganz starke Worte, wo Ihnen Herr Salz geben, tolle Analyse. Wenn man Punkte abzieht, sind glaube ich auch weniger Punkte in der Tabelle. Aber so Fußball, gerade im Fußball, wo der Ball ja rund ist und so ein runder Ball und ein Punkt ist ja auch rund. Das kann es doch nicht sein, dass es nicht mehr rund läuft. Ist es nicht so, Alex Frey? Ja doch, das ist sicher genauso. So Emotionen. Gerade die Emotionen und Reaktionen sind einfach nicht zum Glauben. Ich bin sicher, da müssen wir im Verlauf von der nächsten Tage und Wochen genauer analysieren, genauer anschauen. Das ist einfach unglaublich. Das kann es doch einfach nicht sein. Das glaube ich ja gar nicht. Ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.